Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Herzlich willkommen zu unserem dritten Videogottesdienst von der Kirchengemeinde Zofingen. Zweimal haben Sie einen Gottesdienst von der Stadtkirche mitfeiern. Heute sind wir ganz im Westen von unserer Kirchengemeinde, in Vorewald, wenn Sie es schreiben wollen, vor dem Wald. Heute ist Palmsonntag. Zu dem Sonntag gehört die Geschichte, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Und das ist unsere Hoffnung, dass er da ist, auch wenn wir heute nicht miteinander feiern können, wenn Sie daheim in der Stube, im Seniorenzentrum oder sonst irgendjemand zuschauen. Wir vertrauen darauf, dass Jesus zu uns kommt. Und so fangen wir an im Namen von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Gerade am Anfang lässt uns die Rentla Lüna Geschichte vom Palmsonntag. Sie steht in der Bibel, im Markus-Evangelium, im 11. Kapitel. Am Schluss wird dir erzählt, dass das Volk gejubelt und gelobt hat. Sie sind dann eingeladen in ein Loblied. Manuela Baumgärtner singt das vor und Hedi Forster begleitet an der Orgel. Und als Jesus und seine Jünger in die Nähe von Jerusalem kommen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sendet er 2 seiner Jünger aus und sagt zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? So sagt: Der Herr braucht es und schickt es sogleich wieder zurück. Da gingen sie und fanden ein Füllen angebunden an einer Tür, draußen an der Straße, und sie banden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was führt euch dazu, das Füllen loszubinden? Sie aber gaben zur Antwort, was Jesus ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Und sie bringen das Füllen zu Jesus und legen ihre Kleider darüber, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider aus, andere streuten Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten. Und die vorausgingen und die hinterhergingen, riefen: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosanna in der Höhe.
Der Palmsonntag ist ein fröhlicher Tag, ein grosser Umzug, ein triumphaler Einzug in der Stadt Jerusalem. Alles Volk ist auf den Beinen, links und rechts stehen die Leute am Strassenrand. Sie stehen nahe beieinander, nichts von 2 Meter Abstand. Es zieht einen ein, er reitet auf einem Esel. Es wird gejubelt und es wird gerufen: Hosanna, gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Es wird gefeiert, vorne und hinten. Die Menschen haben Zweige abgeschnitten, sie winken damit. Die Mäntel haben sie auf die Strasse gelegt. Der rote Teppich ist ausgerollt. Eine Euphorie. Sie verkünden den Anfang von einem neuen Reich. Palmsonntag, ein fröhlicher Tag. Aber wie ist das heute, im Jahr 2020? Wie ist das für Sie? Haben Sie vorher mitsingen beim grosser Gott, wir loben dich? Können oder sollen wir Gott loben in dieser Zeit, wo so gar nichts normal ist, wo eine Krankheit die halbe Welt lahmgelegt hat, wo wir nicht einmal miteinander können in der Kirche sein und miteinander feiern, wo manche erkrankt sind und noch viel mehr von der Sorge umgetrieben sind, sie könnten erkranken oder jemanden anstecken. Was ich Ihnen heute sagen will: Ja, wir können und wir sollen Gott loben, auch in einer schwierigen Zeit. Und ich möchte Ihnen das an der Geschichte vom Palmsonntag zeigen. Nur 5 Tage nach dem Palmsonntag kommt nämlich der Karfreitag. Und beide Tage gehören zusammen. Hier in der Kirche in Vorwald kann man das übrigens riesengroß sehen. An der Nordwand ist ein grosses Gemälde. Bei der Empore sieht man Jesus auf dem Esel, wie er einreitet. Und da vorne, da ist er zusammengebrochen unter dem Kreuz. Und überall hat es Leute ringsum. Da vorne hat es einige, die jubeln, vor allem Kinder winken mit den Zweigen. Und da vorne tuscheln sie. Was soll mit dem Jesus passieren? Eine Frau zeigt mit dem Finger auf ihn. Ein Soldat treibt ihn für sie. Und der Hauptmann auf dem Ross, der überwacht alles. Am Sonntag hat es getönt: Gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Und am Freitag kreuzige ihn. Was sollen wir vom Palmsonntagsjubel halten, wenn es in der gleichen Stadt, in der gleichen Woche so anders tönt? Die Menschen, die mit Jesus und seinen Freunden zum Fest auf Jerusalem gezogen sind, haben auf ein neues Reich gehofft. Auf die Befreiung von Israel von den römischen Soldaten. Auf die Wiederherstellung vom Reich vom König David. Das Volk vom Palmsonntag hat gehofft, Jesus bringe Befreiung von der römischen Herrschaft. Aber das ist ein Missverständnis. Jesus ist auf eine andere Art ein Befreier, ein anderer Herrscher. Jesus ist anders. Der Gottessohn, der König mit der Dornenkrone, er hat sich richten für unschuldig, für die Menschen von seinem Volk, für die am Palmsonntag gejubelt haben, für die am Karfreitag geschrauen haben, kreuzige ihn, für alle Menschen, auch für sie und für mich. Er hat das Kreuz getragen. Er wird so zum Befreier von Angst und Schuld. Wenn die Menschen vom Palmsonntag das gewusst hätten, hätten sie kaum mit Palmen gewunken. Wie sollen wir in einem, der geschlagen wird, zujubeln? Gepriesen sei der, da kommt. Wie sollen wir einen Ohnmächtigen um Hilfe anrufen? Hosanna, hilf doch. Das Volk hat aber Hilfe erwartet. Befreiung auf der politischen Ebene. Aber Jesus ist nicht so. Der Palmsonntagsjubel ist ein Missverständnis. Die Hilfe von Jesus ist eine andere. Sie ist viel grösser und viel weiter. In der Ohnmacht vom Kreuzigten besiegt er Angst und Schuld. Das hätten eigentlich die Leute vom Palmsonntag können wissen. Ein König, der auf einem Esel reitet, der ist nicht wie ein Machthaber auf einem höheren Ross.
Und der Esel, der ist gerade ein Zeichen. Beim Lesen von der Geschichte ist mir aufgefallen, es geht um den, der kommt im Namen von Gott, um ein neues Reich. Aber 2/3 vom Text ist vom Esel die Rede. Es wird nicht verheimlicht, dass Jesus, der eigenartige König, nicht einmal einen eigenen Esel hat. Er muss ihn auslehnen. Und 2/3 wird beschrieben, wie das genau gegangen ist. Und dass er das Tier auch nicht behalten will, sondern dass er es nachher ganz sicher wieder zurückbringen. Sorgfalt zu den Menschen, zu dem Tier. Bei uns wird in diesen Tagen bewusst, dass wir Menschen nicht alles im Griff haben. Dass das Leben verletzlich ist, zerbrechlich. Und die Isolation, die kann uns einsam machen und in die Sorge treiben. Aber wir sollen wissen, kennen und kennen ist von Gott vergessen. Und seine Hilfe ist seine Nähe auch in den schwierigen Momenten des Lebens. Wir mögen in der jetzigen Zeit vermutlich nicht gerade jubeln und Fahnen schwingen, aber das Versprechen von der Nähe für Gott ist mindestens ein Grund zum Dank oder zum Können singen. Grosser Gott, wir loben dich. Und zum Können vertrauen in seine Hilfe. Und noch ein Letztes. Jesus lässt sich von einem Lasttier tragen. Er ist nicht stolz, für auf einem Esel zu reiten. Einige unter uns, die krank sind oder die zu einer Risikogruppe gehören, müssen in diesen Tagen auch lernen, sich ein Stückchen weit tragen zu lassen. Und wir anderen, wir alle, wir können auf die eine oder andere Art ein Esel sein und die Last von einem anderen mittragen. Das passiert auf vielfältige und kreative Art. Sie alle könnten ein Beispiel erzählen. Ich bin überzeugt, überall, wo die Last vom einen von einer anderen getragen wird, passiert Palmsonntag. Und Jesus hat es an einem anderen Ort so gesagt: Was ihr einem meiner geringsten Brüder, einer meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wer also einem anderen hilft, trägt auch Jesus in unsere Gemeinschaft hinein. Und das ist Palmsonntag. Amen. Wir beten. Jesus, deine Auferstehung ist unsere Hoffnung. Auch jetzt in dieser schwierigen Zeit. Sie gibt uns Licht, sie gibt uns Zuversicht. Und so bitten wir um deine Hilfe. Hosanna, hilf doch. Hilf all denen, die am Virus erkrankt sind. All denen, die daheim bleiben und unter der Isolation leiden. Hilf den Männern und Frauen, die der Spitex, dem Pflegepersonal in Alterszentren und Spitälern. Hilf allen, die Verantwortung tragen und auch schwierige Entscheidungen fällen. Bis bei denen, wo das Arbeiten so viel schwieriger ist. Verkaufspersonal,
in den Restaurants, die zu Takeaway geworden sind. Hilf Lehrpersonen und Schüler. Hilf all denen, die nicht arbeiten können, sich Sorgen um die Finanzen machen. Hilf denen, die Verantwortung haben in ihren Betrieb für die Finanzierung. Hosanna, hilf doch. Hilf auch den Menschen in den anderen Ländern. Denen in den Spitälern in Italien, in den Großstädten in den USA, bis bei den Menschen auf der Flucht, in den Flüchtlingslagern. Denen im Lager Moria auf der Insel Lesbos und allen im Vostanio-Spital auf Lesbos. Bis bei Menschen in Kriegsgebieten in Syrien. Bring Kriegstreiber zur Vernunft, dass sie wenigstens in der Corona-Zeit ihre Angriffe einstellen. Hab Erbarmen, Hosanna, hilf doch. Und lehrt uns Vertrauen zu dir und zum Vater im Himmel, so wie du es deine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hast. Und zusammen mit den Menschen rings um den Erdkreis beten wir, so wie Jesus das gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gebet habe ich die Kerzen angezündet. Das ist ein Hoffnungszeichen in der Corona-Zeit. Die Kirchen, die laden am Donnerstag oben, am 8. Uhr ein, dass alle in ihrer Wohnung so eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen. Am nächsten Donnerstag, das ist übrigens der Gründonnerstag, der oben, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Vielleicht denken Sie dann auch an das und vielleicht möchten Sie ganz alleine, das Zweite oder im Familienkreis das Abendmahl feiern.
Sie können das irgendwie machen. Sie finden aber auch auf unserer Homepage eine kleine Anleitung dazu. Und dort finden Sie auch Hinweise auf unsere Kollekten und Kontoangaben, wenn Sie eine Spende möchten einzahlen. Wir schließen den Gottesdienst mit dem Versprechen, dass Jesus uns begleitet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.